das, was ich so erklärt habe, eben mit der Opfermentalität, soll man auch wirklich nicht falsch verstehen. Ich nenne das, ich erwähne das, weil ich wirklich das Jahr mit sehr vielen verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen geredet habe. Eben wie gesagt am Anfang, egal ob gross oder klein, etabliert oder Newcomer, jemand, der erst gerade anfängt mit Musik, ich rede mit sehr vielen Leuten über das ganze Band hinweg. Und es ist witzig, ich finde das ich muss amigs schmunzeln oder habe sehr viel so Déjà-vus in meinem Kopf, dass ich gewisse Sätze immer wieder von dieser Künstlerszene höre. Wenn es genau um so gewisse Opferrollen geht, wo man bedienen als Künstler und Künstlerin. Und das ist mega wichtig, oder das möchte ich euch zumindest einfach mitgeben für das neue Jahr, dass ihr nicht dem selber verfallt, die da jetzt dazuschauen und so ein bisschen Musikschaffende sind und das Interesse haben, in das Musikgame reinzukommen und so richtig aufzuräumen, ist es sehr wichtig, dass er entweder, wenn das von außen kommt, so Meinungen, dass er dem nicht verfallt und dort einfach das mitfüttert, den Gedanken, wenn euch jetzt jemand sagt, ja, mit Streams kann man kein Geld verdienen in der Schweiz, dass er dort nicht kopfnickend mitmacht, sondern auch dort euch selber schlau macht und selber ein Bild macht. Und wenn ihr das selber noch aussprecht teilweise und das Gefühl habt, eben, bei mir läuft's nicht, weil ich habe nicht die gleichen Flächen wie der internationale Künstler XYZ oder gewisse andere Sätze, die man halt braucht. Ja, es wird halt bei mir laufen, wenn ich, bei mir wird's auch, ich bin halt noch im Underground, aber bei den anderen, scheiß mal auf die anderen, weil die haben einfach ihre Seele verkauft als Radio und machen jetzt Kommerzmusik. Wenn man sich das alles nur so erklären selber und in die Gedanken hineinfüttern, dann lenkt das am Ende vom Tag einfach vom Essentiellen ab. Und das Essentielle ist, dass man sich selber als Künstler und Künstlerin muss reflektiert anschauen und seine Musikqualität muss beobachten, seine eigene Musikqualität und entscheiden, ist die Musikqualität so wirklich gut genug oder muss ich noch daran arbeiten? Weil ich verstehe schon auch, dass es bequemer ist, sage ich jetzt mal, sich in so Ausreden zu verfallen, in so Ausreden reinzusülzen oder zu verstecken, anstatt oder sich damit abzulenken, anstatt sich einfach um seine eigene Musikqualität zu kümmern und dafür zu sorgen, dass seine eigene Promotion und seine eigene Songqualität einfach steigen tut, kontinuierlich.